don't need to hide. Just close your eyes and sing with me our sweet symphony. Come and turn the lights out. I want to believe it. I can feel it. Come and turn the lights out. I want you to sing it. It is impressive that you managed to survive this long. Und somit grüß zurück zu Generation Zero. Ab heute, diese Episode wird jetzt noch die normale letzte Episode und dann werden wir das ein bisschen umstellen. Wie genau das vonstatten gehen wird, erkläre ich dir in den kommenden Minuten. Heute machen wir das so. Diesen Rivalen, der uns in der Scherengartenregion gespawnt ist, diesen hier, den lassen wir gedeihen. Für später. Heute bewegen wir uns nur in Richtung Bunker Minken, um diesen Feldzugsplan zu öffnen, dass wir die Missionen aufploppen lassen für die Südküstenregion. Genau. Im Laufe der Zeit erkläre ich dir, was ich genau vorhabe, da mir etwas eingefallen ist, beziehungsweise da ich Generation Zero mittlerweile schon zum 3. Mal von vorne beginne, bezüglich der Hauptstory, möchte ich dieses Mal auch wirklich jetzt zu Beginn die Hauptgeschichte in den Fokus rücken. Genau. Wir werden also mal diese 2 Granaten hier beseitigen, die braucht kein Schwein. Da sind wir eigentlich auch genug oder gut ausgestattet und wie du siehst, Inventar, Fertigkeiten, wir sind kurz vor Level 10. Genau. Bei Level 10 machen wir dann da weiter. Komponentenschaden und dann arbeiten wir uns da durch. Aber alles, was zusätzlichen Schaden bringt an den Maschinen. Genau. Und der Rest ergibt sie. Weil es ist ja mittlerweile das Level über Level 30 und ich glaube, da können wir uns dann so richtig austoben. Hoffe ich halt einmal. Was gibt's denn da Schirchs? Besiege einen Rivalen. Ja, brauchen wir da eine zerstöre 15 Maschinen, da sind wir aber weit entfernt. Wurscht. Was soll's, wir gehen jetzt einfach einmal an. Und schon wieder des Nächtens. Naja, gut. Aha. Und es stürmt schon wieder des Nächtens. Ach, das ist ja ein Wahnsinn in den Spiel. Wir müssen hier in diese Richtung. Und zwar, für normalerweise läuft hier ein Tank um. Wie du hörst. Warte mal ganz kurz. Hier ist nichts. Das Spiel hat durch die letzten Updates, wie das Space Assault Update und alles, was jetzt dazu gehört, ein anderes Spawn-Verhalten der Gegner offenbart, beziehungsweise der Maschinen. Ob es jetzt gut ist, sei dahingestellt. Ab nach Bunker Minken. Die Südküstenregion sollten wir eigentlich durchhaben. Ich habe mir es ausgeschrieben. Wir haben in der Südküstenregion 3 Hauptmissionen und 9 Nebenmissionen. Die wichtigsten Missionen, die kann ich da verraten, oder die will ich auch verraten, das ist für mich alles, was mit den Charakteren zu tun hat, die wir kennen. Pontus, Therese, den nächsten Charakter, den wir kennenlernen, die Veronica, und in der Mission zum Leuchtturm, genau, jener hier ist, lernen wir 2 weitere Charaktere kennen. Aber dazu später mehr. Genau, also wir werden uns jetzt zu 100% nur auf die Hauptgeschichte konzentrieren, wie es zu den ganzen fatalen
Dingen gekommen ist. So dann. Wenn uns Gegner begegnen, werden wir uns die notwendigen Punkte holen. Ansonsten werden wir derzeit ein wenig stiller verfahren. Genau, also wir werden da auch looten. Die wichtigsten Dinge, die wir brauchen. Und hier beginnt auch eine Nebengeschichte, eine Nebenmission. Wenn ich mich recht entsinne, müsste hier hinter der Barrikade, eine Nebenmission, hinter der Barrikade aufploppen. Das schauen wir uns dann auch gleich an. So. Können wir beides mitnehmen. Die Batterien, die kleinen EMP-Zellen etc., solche Sachen, die nehmen wir mit. Da bekommen wir Elektrolyt. Das wird später ein relativ wichtiger Bauteil. Ah, schau. Passt. 556. Für was war der? Ja, keine Ahnung. Hinter der Barrikade. Jenseits der Barrikade. Jemand hat ein Kreuz hinzugefügt, um das Fischerdorf Stellungsnäs hervorzuheben. Die Fischer scheinen sich dort versammelt zu haben. Auf einer Nachricht steht: Lasst euch von ihnen nicht zu den Bunkern bringen. Greift eure Waffen und schließt euch uns an. Tobe. Ja. So schaut das Ganze aus. Und zwar, eine Gruppe Fischer hat in dem Fischerdorf Stellungsnäs unten an der Küste Widerstand gegen die Armee geleistet. Was hat sie dazu veranlasst, den Evakuierungsbefehl zu verweigern? Wussten sie etwas? Schnell weiter, das Spiel hat jetzt auf die Mission umgeschalten, was jetzt eigentlich nicht will. Lock. Nicht einmal. Das kennt man eigentlich als erstes wurscht. Wir verlassen uns jetzt mal auf den Bunkerminken und diese Nebenmission jenseits der Barrikade machen wir dann. BZW. Ja, perfekt, perfekt, Baby. Perfekt, so will ich das und nicht anders. Und im Laufe der Zeit erkläre ich dir auch, was an der Geschichte so phänomenal ist. Ich bin ja mittlerweile der festen Überzeugung, hätte man dieses Spiel von Anfang an mit NPCs rausgebracht, beziehungsweise man hätte es können auch als Rollenspiel etablieren, das wäre sogar möglich gewesen. Nur hätte man müssen dann die Möglichkeit finden, dass man irgendwie mit den Ereignissen, die folgen werden, dass man da ein bisschen, wie sagt man, Entschuldigung, dass man da als Spieler auch ein bisschen mehr Interaktion gehabt hätte, sagen wir mal so, oder mehr, ja mehr einfach. Darfst du uns jetzt bitte nicht fragen nach mehr, aber es ist so, kommt mir vor. So, Funkgerät, sehr gut. Dann nehmen wir alles mit. Die 270er, das ist ja fürs andere Jagdgewehr, gell? Ich hoffe, dass wir das andere Jagdgewehr noch finden. Du kommst her, danke. Wir rahmen die Acke aus, weil du so geil bist. So, dieses Hündlein in Klebstoff nehmen wir mit, die 32er lassen wir da. Das bisschen Stahl nehmen wir mit, wir müssen eine Festung werden wir uns aufbauen, eine Basis. Was ist da hinten? Ah, da ist noch ein Hündchen, schau.
Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Sehr gut. So. Aber für normalerweise, wenn ich da jetzt umschalte auf jenseits der Barrikade, müsste uns ja die Markierung für den Bunker erhalten bleiben, oder? Normal schon. Okay. Vorerst kommen wir mit den einfachen Erste-Hilfe-Sets ja eh ganz gut durch. Wir müssen es zwar fressen wie Kaugummi, aber mein Gott. Wen juckt das? Mich nicht. Also die vogelt uns doch ein. Mein Gott, ich sag das, die brauche ich aber nicht. Erstens nimmt sie nur Platz weg und zweitens brauche ich sie nicht. Kommen wir da oben? Nein. Passt, weiter geht's. Sollte. Die Erfahrung habe ich jetzt, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Es kann sein, dass das Spiel ein relatives Performance-Problem bekommt, weil die Maschinen erst weitaus später in die Welt ploppen, als was du schon weit bist. Also das kann da passieren, dass da die Maschinen mitten in die Fresse ploppen. Genau, so ist mir bei meinem letzten Durchlauf passiert ist. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, die Standards und die großen Erste-Hilfe-Sets, die werden wir dann in der Plünderer lagern, genau. Ja, nehmen wir mal mit, man weiß nicht für was. Nehmen wir auch mal mit. Aber wie du vielleicht feststellst, ich liebe das N60 Maschinengewehr, vor allem wenn es dann ein großes Magazin hast, wo 250 Schuss reinpassen, dann ist das eine sehr geile Waffe. So, den nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Man hätte hunderte Wege nehmen können, diese Geschichte zu integrieren in das Ganze, gell? Mit. Für was habe ich 100 EP gekriegt? Okay. So. Waren wir da unten? Mächtig an Loot. Und das wird es auch immer so machen. Jedes Mal, wenn man es wird auch später so, ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist, spätestens dann, wenn die nächste Aufnahme beginnt, wenn wir dann diesen Feldzugsplan im Bunker Minken, wenn wir die aufgemacht haben, wird es vorerst einmal da wird es ein kleines Video dazu geben, auf gut Deutsch gesagt, was bisher geschah. Da wird es ein bisschen zusammenfassen und dann werde ich ja, so in der Art wie ein bisschen durchschleichen. Manches Mal werde ich in Gefechte geraten und dann, wenn ich zu Story-Missionen komme, zu den Orten, wo was geschehen ist, anhand von Charakteren etc., werde ich das Ganze dazu schneiden etc. Oder werde ich auf Aufnahme drucken, damit wir das alles einmal ein bisschen beieinander haben und ich endlich einmal die Story beieinander habe für YouTube. Das ist mir momentan ein bisschen, ja, anliegen. Gebe ich ja offen und ehrlich gesagt zu.
Arneröd. Und da drüben, genau, da ist ein kleiner Unterschlupf. Den nehmen wir uns gleich mit. So, rein hier. Aha. Oh, Levelaufstieg. Erhaltene Gegenstände. 5 Uran. Okay. Dann müssen wir da ein bisschen genauer werden. Wir aber eigentlich auch nicht zu. Weil mir das eigentlich nur Zeit wegnimmt für momentane andere Dinge. Gut, jetzt schalten wir uns diesen Unterschlupf da drüben frei. Und im Laufe der Zeit wirst du dann eh sehen, wie ich das Ganze vorhabe. Arneröd, da müsste dieser komische da in diesem Bergkessel, genau, da ist der Unterschlupf. Unterschlupf freigeschaltet. Ach schön. Ah, herrlich. Super. Jetzt werden wir das da ein bisschen was ablegen, was wir halt nicht brauchen unbedingt. Das braucht man nicht. Weg, weg, weg. Dort haben wir mal 3 weg. Brauchen wir nicht, brauchen wir dabei nicht, brauchen wir auch nicht. Das halten wir uns, passt. Das halten wir uns noch auf. Zielfernrohr für Gewehre. Das werden wir probieren auf unseren Auffischraufen, was wir haben. Genau. Wir brauchen dabei einmal Eichnert, Eichnert, Eichnert. Das brauchen wir momentan nicht, das brauchen wir momentan nicht. Den lassen wir. Wir dann einmal tauschen. Vollmantel, Teilmantel, genau. Den halten wir uns und den zwei dann wir weg. Waffen haben wir im Prinzip eh nichts Neues dazu gekriegt. Jetzt möchte ich was ausprobieren und mal schauen, ob das so funktioniert, wie man das vorgestellt hat. Jetzt gehen wir dann einmal aufs Inventar, bla bla und bliblablub und mal schauen, ob das besser ist. Nö. Oder? Also wir werden es einfach probieren. Ich glaube es zwar nicht, aber mein Gott. Was habe ich da für Waffen? Da habe ich dich. Und auf der 3 habe ich nichts. Auf der 4 habe ich dich. Hä? Inventar. Oh, die habe ich gar nicht ausgestattet. Siehst, einen Platz zuweisen. Den machen wir auf die 3. Genau. So machen wir es. Und nun weiter in Richtung Minken. Bunky. Arneröd, Waffen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Kurz einen Blick. Inventar, Fertigkeiten. Oh, wir haben 10 Uran. Wow. Wissbegierde. Oder machen wir zuerst die Level? Da die 20. Also wir machen zuerst die Wissbegierde. 100% verdiente EP plus 100%. Das kaufen wir. Genau. Und dann fangen wir mit dem Schaden an. Genau. Also das heißt, den 10 Schaden und dann die ganze Galerie da oben. Also muss ich immer wieder auf die Uhr schauen. Wir sind in den letzten Tagen, oder beziehungsweise mir passiert es immer, wenn ich Nachmittagsschicht habe, da wird es dann des Öfteren 4 Uhr, 5 Uhr am Morgen. Also der mit bei der Nachmittagsschicht, gell, da übersiehst du dann ein bisschen die Zeit, gell. Na gut, Zeit ist bei mir relativ, ich nehme mir die Zeit einfach. Hoppala. Ich glaube, ich habe ein falsches
Jo, Baby, stöhn weiter in mein Öhrchen. Magazin. Okay, komm. Jetzt hab ich kein gescheites Magazin auf der Waffe haben. Und na, ich will mir kein Rad zusammenbasteln. Das kennt man aber. Ah. Wie viele Hündchen sind es denn? Ja, dem Rudel voraus. Boah. Dem Nudel und sei geil. Dem Rudel und sei geile Nudel. Sehr geil. Ach, Wauzis, ihr habt mir richtig schön geholfen da mit der Antenne. Voll geil. So viel Hilfe hätte man nicht erwartet. Sammelregion, Südküstenregion. Jawohl. Z. Südküstenregion. Zerstöre in der Südküstenregion genügend Maschinen, um einen Zugangsbarcode zu erhalten. Ja, das wissen wir. Denn aktivieren wir gleich. Deinen Informationen zufolge müsste es irgendwo in der Waldregion Ich bin so in der Waldregion, ich will in die Südküstenregion, ihr Dorfidioten. Hä? Bunker Sorken. Ackerland. Bunker Minken. Wieso? Das verstehe ich aber gar nicht noch. Karte. Bunker Minken. Genau, da will ich her. Und nirgendwo anders. Jetzt schauen wir da nochmal einer. Ich glaube, dass da irgendwas... Bunker Minken. Kommt irgendwo in einen Kommandobunker. Minken, Schwedisch für Nerz. Finde eine obere der Hauptmissionen. Deinen Informationen zufolge müsste es irgendwo in der Waldregion einen Kommandobunker mit dem Codenamen Minken Schwedisch für Nerz geben. Finde ihn und erobere ihn zurück, um den dortigen Feldzugsplan zu analysieren und Hauptmissionen zu erhalten. Ja, wir watscheln tut jetzt einfach einmal hin, was sie ergibt, das ergibt sie. Sanum Sörgrad, genau. Den Zwirn nehmen wir mit, aber den Rest können sie sich halten für die Statistik. Können sie dann bei Statistik Austria anrufen, ob ich dort überhaupt war. Genau. So. Was haben wir da? Die Frau hat eine größere Raucherlungen wie ich. Da rauche ich schon nicht wenig. Ja, irgendein Sünd braucht der Mensch. Na gut, wenn es noch dahin geht, hätte ich privat meine Sünden schon abgearbeitet. Naja. Sei es drum. Es soll Schlimmeres geben.
da ist ein Unterschlupf, glaube ich. Weißt du was, wir werden uns den Unterschlupf auch schnell sichern. Da. Kurz einen Blick. So. Ich würde sagen, die haben sie gerade entblößt für etwaige hündliche Geschäfte. Hm? Was solche Hund, hörst du? Ah, der Unterschlupf ist es. Also das Örtchen ist was meine ich. Ja, meine Maus spinnt ein bisschen. Okay, das ist mir auch neu. Ah, das sind diese Plätze, wo halt dann die FNX-Basen spawnen. Okay, das interessiert mich jetzt aber weniger. Jetzt sind wir fast 25 Minuten unterwegs und geschehen ist noch immer nichts. Schutzraum, das gefällt mir. Das ist zwar nicht unbedingt für mich, aber haben wir das dabei auch weg. Da mal die Hälfte weg. Na, die lassen wir. Panzerbrechend, die können wir umtauschen. Und sonst haben wir da eh nichts mehr. Passt. Ab zum Bunker Minken. Noch heute ab zu Bunker Minken. Sonst kannst du ihn dir heute noch abschminken. Genau. Wir benötigen eine dritte Maschine. Wo ist der Hund? Okay. Okay, in den Bunker kommen wir bereits. Her damit, her damit.
Ja, sicher. Oh. Was das jetzt? Ich warte eigentlich nur, bis das Drum da aus der Erde gekrochen kommt. Mir wurscht. Weiter geht's. Was ist da hinten? Da ist der Generator und da muss irgendwo eine Mission sein. Ich höre da ein Geräusch. Also wird es wahrscheinlich ein Bunker und sein. Wir sollten halt nur einen Eingang finden. Ah, der Eingang ist direkt unter uns. Genau. Da ist das Gebäude. Da oben ist noch eine Nebenmission. Ich liebe diese Waffe. Ja, die können wir zerstören später. Nö, Spiel, ich bin nicht geflohen. Das war ein taktischer Rückzug. Das ist ein kleiner Unterschied. Ah, das ist die Schatzsuche, genau. Genau, und das Stückel weiter da den Hang hinauf kommen wir zu einer kleinen Burgruine. Genau, und dort gibt es einen Schatz. Genau, ein Schatz. Haha. Natürlich sehr, ja. Ah, was haben wir da herinnen? Ein bisschen. Die Schnitzeljagd, genau. Nils, dies hier ist für dich. Die unglaublichen Abenteuer von Nils. Kapitel bla bla bla. Vorsicht, sollten die Bösewichte angreifen, wird der mutige und furchtlose Abenteurer Nils Anderson diesem Rätsel folgen, um den Schatz Rusty aufzuspüren. Geh auf den Balkon, schau, wo die Sonne aufgeht, erblicke die berühmte Burg Nils. Suche nach den königlichen Kammern. Viel Erfolg, mutiger Abenteurer. Genau, die Schnitzeljagd. Die machen wir aber erst, wenn wir den Bunker haben. Und jetzt hat das Spiel wieder umgeschalten, oder? Na, perfekt. Gut, jetzt runter in den Bunker. Na, zuerst einmal da rauf. Und das, was der gemeint hat, da oben, siehst du?
So gut, dass Spiele heutzutage alles anzeigen, was du hin musst. So. Ja, da hat es wer. Da hat es wer masturbationsbedingt ja schön gemacht, hm? Einen uralten Kassettenspieler, die Chick. Naja, bitte, jetzt haben wir es benannt. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Das lassen wir da. Das Funkgerät nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Waffen nehmen wir mit. Das Halskettel, Halskettel nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Passt. Raus hier. Runter in den Bunker. Die Eintrittskarte hätten wir bereits. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und wenn wir das Ganze dann haben, ja, von wegen Hauptgeschichte etc., können wir uns spielen, wenn wir wollen. Nur, wenn wir dann ins FNIX Rising Update gehen, werden wir dieses als ganzes Let's Play durchspielen. Genau, das ist der Plan. Da muss einer. Boah, geil. HP5, die können wir zerstören, die brauchen wir dabei noch nicht. Warte mal, was brauchen wir die Möller? Warte mal, was haben wir da jetzt alles? Im Prinzip. Naja, die Klauke tat aber nicht einmal. Tat aber nicht einmal wenig Schaden machen. Und was haben wir für die Möller? Ergänzungen. Weißt du was, wir lassen es einmal eingesteckt, schon mal. Da waren wir gerade drin. Jetzt schauen wir uns die zwei Container durch. Sicher.
Siehst, der steigt unser Mädel gleich aufs Dach. Da sind die Betten. Da ist der Ausgang. Kein Strom. Ah. Ich höre was du nicht hörst. Ja. Da, schau. Oh ja, mal mit. Nehmen wir uns einfach einmal mit. Dieses Knarzen und Suchen vor die Ticks. Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Da. Saft. 7 Computer-Logbuch nach, warum das Aggregat nicht funktioniert. Finde heraus, was im Hangar Energie abzapft. Also da brauche ich nicht viel nachdenken. Einfach wieder nur so ein dummer, schöner Zeck. Genau.